Genau. Hallo Zuschauer. Hallo zusammen. Ich wünsche euch ich bin ganz durcheinander. Tut mir leid. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Live mit der Nadia. Wir wollen heute über verschiedene Dialekte reden und wir wollen euch einladen zu unserem Schweizerdeutschkurs. Ähm, Ich habe einen Schweizerdeutschkurs immer am Montag am Abend um 8 Uhr und Nadia hat eine Konversationsgruppe immer am Montagabend um 7:45 Uhr. Und wir wollen nächsten Montag eben über verschiedene Schweizer Dialektwörter reden, wo manchmal sogar so ist, dass wir Schweizer einander die erklären müssen. Ja? Nadia, welche Worte oder welche Wörter musst du am ehesten erklären, wenn du mit anderen Muss ich erklären, von meinem Dialekt oder allgemein? Ja, von deinem Dialekt. Also eben Böllentünne, sicher. Also vor allem Tünne, das sagt man nicht in der ganzen Schweiz. Das ist für Weihen oder Kuchen. Und Bölle ist für Zwiebeln. Genau. Also das ist so ein spezieller Kuchen, der unten einen Teig hat und dann entweder Früchte oder Gemüse oder so und dann so eine, wie sagt man dem, Glasur? Nein, nicht eine Glasur. Eine Füllung. Ja. Ich habe dem noch anders gesagt, aber ich bin heute, glaube ich, nicht mehr Belag. so ein Guss mit mehr Ei und Genau, ja. so oben drüber. Ja. Und vielleicht Zucker, je nachdem, ob es eine süße Weihe ist oder eben süße Tünne oder nicht. Ja. Und Kuchen ist so mehr generell, aber es gibt auch Leute, die dem Kuchen sagen. Ja. Mhm. Und du hast gerade vorher gesagt, dass Kinder so eine spezielle Aktivität haben. Mal schauen, was unsere Zuschauer sagen. Wissen sie, was das Wort heisst? Du mal da uns einführen. Was die Kinder. Kireizen. Hm? Genau, Geizle. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet und das ist auch ein ganz neues Wort für mich. Ich sage Rittiseile. Also, ich mache das eigentlich noch gerne, auch heute, wenn ich irgendwo Ich auch. oder wenn die Kinder noch kleiner waren und ich mit ihnen auf den Spielplatz gegangen bin, bin ich noch gerne aufs Rittiseili gesessen und habe ein bisschen Rittiseilet. Und du tust Geizle. Genau, wir haben also bei Hai, als ich Kind war, haben wir einen im Garten gehabt. Mhm. Genau, Sehr und du bist gerne Rätsel. Mhm. ja. Und dann kommen dann noch andere Wörter zu Sinn, so Schweizerdeutsch, wo wir anders reden, die verschiedenen Dialekte anders sagen. Also zum Beispiel für manchmal sage ich auch Amelt. Ich glaube, da gibt es noch Amix und Amel. Genau, Mhm. Ame, genau. Das sind so kleine Wörter, wo man so zwischendrin sagt, so jeweils auf Hochdeutsch eigentlich. Und ich sage Amix. Genau. Dann fragen die Leute auch manchmal, was ist das für ein Wort, das Amix? Äh, und dann Berner sagen auch für immer. Kennst du den Ausdruck, was Berner sagen für immer? Immer. Gäng. Gang oder Gäng. Okay. Nein, habe ich nicht gewusst. Hast du zu wenig Ja, Kontakt? also Berner Dialekt. Ich habe zwar mal eine Zeit lang in der Region von Bern geschafft, aber Ja, keine Spezialistin. ist auch schon länger her vielleicht, gell? Also Ja. Berner tun ging langsam reden. Nein, das ist so ein Klischee, das man hat von den Bernern, dass sie langsam reden. Aber das Ja, also ich verstehe es eigentlich schon. Einfach zwischen haben sie ein Wort, das halt völlig anders ist. Wie, sagen wir, in meinem Dialekt. ja. Aber man kann es gleich das meiste gut verstehen. Mhm. Mhm. Ich habe einen Schwager, oder nein, das ist der Mann von der Cousine und der ist ein Berner Oberländer und bei ihm habe ich manchmal Mühe. Also Okay. muss ich noch etwa die nachfragen: „Hä, was hast du jetzt gesagt? Wie meinst du jetzt Ja, das?“ ja. Ja. Oder,
wenn du, wenn Bienenli, die machen Honig, ja? Mhm. Gibt's da auch noch ein anderes Wort dafür auf Schaffhauserdeutsch? Für Honig? Nein, sagen wir Honig. Ja. Und, wir sagen zum Teil auch Bienenhung. Also Mhm. im Luzernischen oder Bernischen Bienenhung. Also von den Bienenli der Honig. Bienenli sind Bienenli. Ja. Und ich habe eigentlich Okay. Deutsche geredet und habe ich gesagt: «Hey, schau mal da, das Sommervögeli.» Und sie haben rumgeschaut und gesagt: «Ah, was ist das? Wir sehen nichts. Es hat doch kein Vögeli da.» Ja? Und dann habe ich gesagt: «Ja, aber der Schmetterling, sehen ihr den nicht?» Und dann sagt sie: «Ah ja, Schmetterling, das ist klar, aber Sommervogel ist scheinbar gar nicht Hochdeutsch.» Okay, Ja, nein, aber das auch nicht. das habe ich irgendwie gar nicht gewusst oder mir ist das gar nicht bewusst gewesen, aber wo die Aha, gesagt hast. immer Aha. Vögeli gesucht haben, haben sie kein Vögeli gesehen, weil das ein Schmetterling ist. Mhm. Und so gibt es einige Wörter, wo wir da uns gegenseitig erklären müssen im deutschen Sprachraum. Und ich denke, wenn Leute Schweizerdeutsch lernen, dann haben sie sicher auch das Recht zu fragen: «Hey, was hast jetzt du gesagt? Was ist das genau?» Und, am nächsten Montag werden wir noch genauer darüber reden. Du mit der Konversationsgruppe, ich in der VIP-Gruppe. Wir laden euch alle ein, dass ihr zu uns kommt. Auf swissgermanonline.com könnt ihr euch einschreiben. Und ja, hat mich gefreut, mit dir zu reden. Und ich wünsche dir noch ein Auch schönes gefreut. Ende von der Freut Woche. mich auf die Diskussion. Mhm. Und einen schönen 1. August. Genau, jetzt habe ich vergessen zu sagen. Es ist der August, ja. äh, Ja. du hast feiern heute. Nicht gross, heisst vielleicht gehen wir etwas essen, aber nicht. Ich habe einfach meinem Freund gesagt, ja, schönen 1. August, aber Ja, sonst vielleicht mal eine Tafel Schoki kaufen oder so. Von der Schweiz. ich habe mit meinen Eltern telefoniert und wir haben uns auch alles Gute gewünscht und so. Aber ja, wir So, sind irgendwann letztes Jahr habe ich mal ein Fondue gekauft. Mir kommt es da über, aber es ist ein bisschen teuer. patriotisch. Ähm, ja. Ja, so, gut, aber mir geht das immer irgendwie im Kopf hinein und wieder raus und so: «Ah ja, ist 1. August.» Ja. 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 Also, aber, allen Schweizer Expats und überall, die jetzt feiern, denen wünschen wir Genau, gutes Fest genau. und, ja, es ist eigentlich schon etwas zu feiern, dass wir unsere Schweiz Mhm. haben und Freiheit. Genau. Ja. Genau. Also, mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Ja. Tschüss. Ups.